Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischen-Podcast. Fischverrückt! Fischverrückt! Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute ist eine spezielle Folge. Oh ja, Wir haben ein paar Gäste bei uns und sie strahlen schon wie Marienkäfer. sie sind nervös. Ich Ja, sehe schon die Schweißperlen runterlaufen. also ich bin voll ein bisschen nervös. Also ich hoffe, vom Ablauf her klappt alles, weil Wirklich? Ich habe schon mal mit euch geredet, darum ist es ganz okay. ja, ich ja schon auch, aber so ein bisschen von der Vorbereitung her sind wir sicher auch schon ein bisschen besser vorbereitet gewesen, so in der ersten Episode. Wir machen alles spontan, Nico, wie immer. Das stimmt. Nachher hat es echt ziemlich schnell abgegeben. Aber das können wir ja. Von dem her ist eigentlich okay. Gut. Wollen wir mal sagen, wer überhaupt alles anwesend ist? Ja, hau ich raus. Hey, also sicher der Oli und ich, das hören ihr ja. Und dann haben wir heute noch unsere zwei Gäste. Einmal der Gesi und einmal der Ralf. Hallo zusammen. Hoi miteinander. Salim. Danke für die Einladung. Ja, schön sind ihr da. Merci vielmals. Ja, und wie ihr euch sicher könnt denken, geht es heute um die Schweizer Sportfischermesse. Genau. Ich würde Ja. sagen, wir kommen nachher mal noch auf das Thema. Wichtig ist, dass ihr da draussen sicher aufmerksam zuhört, weil Es könnte sein, dass, vielleicht, eventuell, wer weiß, könnt ihr noch etwas gewinnen heute. ha, spannend. Sehr gut. Hey, hört gut zu. Und ich würde sagen, wir starten gerade die erste Rubrik. Genau, meine Woche, deine Woche. Willst du anfangen, Nico? Also gut. Hey, ich habe voll relativ kurze Woche. Ich bin fischen. Ja, was? Hast du etwas gefangen? Nein. Ja, es ist einfach nur 10 Schneidertage. Man hat ja die 10 Schneidertage bekanntlich und nachher fängt man wieder etwas. Ja, ich bin jetzt irgendwo bei Tag 3 oder 4. Also ich habe noch viel vor mir. Aber ich bin am Zürichsee gewesen. Ich habe mir das Zürichsee-Patent geholt. Und ja, es war ein cooler Tag gewesen. Hat immer schön ein bisschen genieselt. Ich dachte, das ist geiles Hechtwetter eigentlich. Wenn es so ein bisschen, ja, Scheißwetter, Beißwetter, oder? Hat doch mal einer gesagt bei uns in der Episode, wo ihn beim Entweder oder gefragt haben, ob Regen oder Wind. Natürlich. Aber ja, nein, es war nichts. Also, nein, es war nichts. Nein, es Weißt war du nichts. warum? Weil dein Swimbait in der Rüse Ah, liegt. komm on, ich habe jetzt schon gedacht, irgendwie wegen der Forellen, aber lassen wir das Thema. Ist schön, schneidest du das nicht an. Ja, ja, hey, eben Patentkauf noch gemacht, oder uns das mal noch. Oder wieder mein Hausgewässer. Dort bin ich mittlerweile, mal bin ich auch schon gewesen. Und ich habe jetzt neu so einen Zähler auf dem Handy, wo ich mir meine Fischertage zähle. Und dann sehe ich ja gerade, wie viele Schneidertage das ich hatte und wie viele Fische das ich gefangen habe. Ich habe es unterteilt auf Angeltage bis 5 Stunden, ab 5 Stunden, jeweils Ufer und auch Kajaken so, ab 5 Stunden bis 5 Stunden. Ja, mal schauen, bis jetzt habe ich 2 Schneidertage. Ah, es sind erst 2, ich bin erst zweimal fischen, scheiße. Bis jetzt habe ich 2 Schneidertage, es kommen da so nach. Und dann, ja, geht es dann hoffentlich ein bisschen los, genau. Und das wäre eigentlich meine Woche schon gewesen. Also, ja, das andere ist halt das übliche Arbeiten und so Sachen. Ja, Ah, du hast nicht nur einen Podcast. ja, nein, also, nein, ich fische auch noch zwischendurch. Ja, Hey, ich bin im Fall auch nicht am Wasser gewesen. Ich habe mich in mein Büro verkrochen. Ich habe noch 2 Thumbnails müssen erstellen. Nebst dem 2 Videos schneiden. Ich komme nicht so vorwärts, wie ich mir das wünsche. Und meine Yoga, Daiwa Yoga war im Arsch gewesen. Ich musste schnell das müssen ein bisschen zum Töckti bringen und die müssen wieder pflegen. also ist es der Yoga gewesen, oder ist es... Nein, definitiv. Zum Glück war es nicht die Rolle gewesen. Ja, Wir sehr haben ein schön. bisschen nachgeölt und so, aber es liegt sehr wahrscheinlich an der Schnur. Mhm. Okay. Ja, jetzt habe ich von Sunline auf Varivas gewechselt, mal ob das etwas bringt. Majorfish hat vielleicht Schnür. Ja, die habe ich ja, aber halt auf der anderen. Ja, ey, und dann habe ich im Fall diese Woche noch einen Gimbal bestellt, gell? Extra für die Messe. Und Oh, dann das habe ich, gehört gern, das gehört gell, gern. Ist so. dass wir da wieder ein gutes Video machen können. Aber Digitech schafft zum zweiten Mal schon, dass mir einen falschen Gimbal schickt. Also einen falschen, einfach einer, der nicht funktioniert. Oh, wenn wir, Der, Wenn wir Digitech, wenn wir es vermerken in unserem Podcast, wenn wir es ja, komm, verlinken. komm ich mal verlinken, um mal schauen, was passiert. Hey, nein, beim ersten, den habe ich nicht austarieren, der hat einfach gemacht, was er wollte. Und der zweite hat sich nicht mal aufladen lassen. Ja, scheiße. Top. Also, Jetzt, ich sorry, hoffe, ich schaffe es noch auf die Messe. sorry geschehen für den Einwurf, aber für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, der Oli hat da schön mit der Hand ein bisschen hin und her gestikuliert. So ein Ah bisschen. ja, sorry. Musst dich noch daran gewöhnen, dass Dass es nur ein Podcast. Podcast ist, gell? Es ist halt, wenn man YouTuber ist, hat man das Gefühl, man kann noch mit Händen und Füßen Ja, reden. genau.
Zudem kommt das ein bisschen vom italienischen Blut vielleicht auch. Ich wollte gerade sagen, das ist bei den Italienern auch so, da kann man doch auch mit Händen und Füßen, oder? Ja, genau. Hey, das wäre meine Woche schon wieder gewesen. Okay, cool. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zu der nächsten Rubrik. Heute geht es schnell. Und News. Genau. Hey, heute sind wir wirklich urzügig. Aber ich glaube, der lange Teil kommt dann noch mit diesen beiden Herren. Sie sind so schön still wie ein Müsli. Wahrscheinlich sind sie, weiß nicht, sind sie nervös? Nein. Eigentlich nicht, nein. Ah, okay. Nur weil sie so schön ruhig sind und schön zuhören. Und... Okay. Das können wir auch. Sehr gut, sehr gut. Ja, soll ich wieder anfangen bei den News? Kannst du, ja. Ich habe 2 News. Einerseits ist 13 Fishing, gehört jetzt neu zu Rapala. Ah, was? Die haben zwar die Rapala VMC in der Schweiz, hat schon immer ein 13 Fishing verkauft, aber jetzt neu gehört es anscheinend ganz dazu, wenn ich das richtig verstanden habe. Einerseits das. Ich habe ja auch schon eine Erfahrung gemacht mit einer 13 Fishing Route. Mhm. In Kombination mit einem Swimbait. Hast du das in der letzten Folge erzählt oder der vorletzten? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich weiß im Fall auch nicht. Aber es gab im Fall auf die Route, ich weiß nicht mal, ob ich auf die Route schon mal einen Fisch gefangen habe. Jetzt habe ich neu, egal, Thema erledigt, lassen wir das. Certain Fishing sind sonst gute Routen. Also die Route kenne ich einfach, die Fade Black, die Rollen kenne ich nicht, ich weiß nicht, wie die Rollen sind. Von der Rolle höre ich zwar eigentlich auch hauptsächlich nur Gutes. Ja. Fischt jemand von euch Certain Fishing? Nein. Aber ich habe gehört, Multirollen kann man brauchen. Anscheinend, ja, habe ich eben auch schon gehört. Aber probiert habe ich es noch nie, die Farben passen mir irgendwie nicht so. Ja, es sind ein bisschen knallig, glaube ich. Ja, voll. Gut, es gibt auch schwarze mit dem Korknoppen. Ja, aber ich finde schwarz-braun irgendwie so ein bisschen. Ja, ist Geschmackssache, gell? Ja. Ist anders als beim Köder. Gell? Die Rolle muss am Fischer passen, der Köder ja nicht, eigentlich. Ja. Aber egal, genau. Und dann habe ich noch etwas gesehen, das habe ich erst gerade frisch gesehen, und zwar, dass Guideline recycelte Fischer- oder Flügelfischerrolle hat. Finde ich noch ganz eine coole Idee. Ja, voll. Voll Finde ich- nachhaltig. Ja, absolut. Wie sind sie jetzt zu dem gekommen? Hey, da bin ich überfragt. Ich habe es noch geschwind beim Durchswipen gesehen und habe gefunden, hey, das muss ich geschwind aufschreiben. Ich finde es eine geile Idee. Ich finde es wirklich geil, ja. Mhm. Macht Sinn. Ja, hey, das wären eigentlich meine News auch schon gewesen. Ja. Ich Hey. glaube, wir sind ja da wieder schnell durch. Nein. Ich bin da gross. Heute mal in der Schweiz bleiben, nicht im Ausland, Wow. nicht bei unseren Nachbarn. Hast du mitbekommen, oder haben wir mitbekommen, der Westin-Kanal, Switzerland und Deutschland und Österreich haben es für die Schweiz jetzt geschlossen. Jetzt macht es nur noch einen französischen Kanal, glaube ich, daraus. Ja, und West in Germany, oder? Ja, genau, ja. Also West in International und West in Germany. Ich glaube, irgendwie so, oder? Und so etwas, ja. Ja, voll. Ich habe das auch gesehen. Ich habe es im Facebook habe ich es gesehen, wo ich mal mit dem Fischverrückprofil ein bisschen rumscrollen war. Habe ich gesehen, dass die irgendwie eine Meldung ausgeladen haben. Ich dachte, okay. Vielleicht haben sie irgendwie zu wenig Engagement gehabt oder so. Keine Ahnung. Ja, eben, ich kann ja auch fragen, weiss jemand warum? Nein, aber wir können es an unserer Messe fragen. Sie sind vor Ort. Stimmt, die kommen ab Messe, genau. Ich habe den Ruili noch gefragt, ob er die Westin-Rollen auch mitnimmt. Matchfish Deutschland, auch die neue Westin Baitcaster. Er hat gesagt, nein, die sind ja selber vor Ort, muss ich nicht mitnehmen. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ich bin recht gespannt, wie die Rolle ist. Gut, dann das nächste, der Sidi ist jetzt Pro-Staffer bei Fischer.ch. Was? Yes, hast du nicht mitbekommen? Nein, ist der nicht bei Toppis? Mal, er ist bei Toppis auch im Team noch dabei, aber jetzt Pro-Staff. Ich glaube, er ist schon länger bei Fischer.ch dabei Okay. und ist jetzt im Pro-Staff. Also jetzt fischt er in 2 Teams? Ja, das müssen wir ihn selber fragen, aber ich nehme an, ja. Okay. Also bei Fischer.ch ist er, glaube ich, immer ein bisschen, hat er so einen Fuß dort rein gehabt, Ja. so was ich von ihm weiss. Und jetzt, glaube ich, voll reingenommen. Vielleicht wisst ihr etwas mehr? Nein, leider nicht. Aber es freut mich für den Sidi. Cooler Typ. Er kommt auch aus der gleichen Gegend wie mir. Und Aber er redet ein bisschen einen anderen Dialekt, ne? das ist leider so, ja. Leider, komm. Aber es freut mich für ihn. Ja, sicher eine tolle Sache für ihn. Ja, ist cool. Also, Fischen ist ja nicht gerade klein. Von dem her, ja. Aber an der Messe, wo wird er echt stehen? Bei Toppis oder bei Fischen? Sidi, das könntest du ja gerade unten in den Kommentar schreiben, wenn du das hörst. Ich glaube, er hört eben unseren Podcast nicht. Ja, bis dann gehört dann. Ja, hoffe es auch. Sonst können wir dann an der Messe fragen. Weil Toppis, die stehen ja beim HRH. Das ist richtig. Ja, die sind mit ihm. Ah, ihr habt natürlich voll den Überblick, wer wie wem. Wir hoffen es, ja. Ich habe es erst gerade heute gesehen beim Durchscrollen. Also ich bin recht gespannt, wer da wirklich dann auch alles kommt und wer mit wem zusammen ist.
Aber da könnt ihr uns dann sicher später auch noch einen anderen Einblick geben. Sehr gerne. Dann das nächste wäre, habt ihr mitbekommen, welches unser Schweizer Jahresfisch ist? Wer weiß es? Marmorata. Ja, Das ist sicher auch richtig. wieder so eine Forelle, oder? Ja, das ist im Nick ein Spezialthema. Hey, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, habe ich gerade noch eine Sprachnachricht bekommen von einem, wo unsere erste Episode gehört hat. Und dort drin erzähle ich ja, dass für mich vor allem kein Raubfisch ist. Ich kann jetzt das Thema gar nicht anschneiden in dieser Episode. Sorry Ja, für all die, sorry. die ich da irgendwie zu nahe trete, das will ich nicht. He. Das ist ein bisschen meins verschuldet. Ich habe Ja, jetzt schön reingerichtet. du weißt, wie schön, das ist wie schön. Nicole. Auf jeden Fall habe ich eine Sprachnachricht bekommen von wegen, hey, was, vor allem ist kein Raubfisch, geht's überhaupt noch? Ja. Das war eine von vielen Nachrichten gewesen. Ja, genau. Aber ja, also ich muss dann sicher wieder mal Forellen fischen. Auf jeden Fall werde ich sicher machen. Ist ja nicht so, dass ich nicht auf Forellen gehe fischen. So an einem Put-and-Take-Gewässer ist es für mich auch Rotfisch in dem Sinn. Also von dem her, ja. Vor allem der Götti-Bub wieder mal das Gefühl hat, er will fischen mit dem Götti, dann natürlich nehmen wir ihn mit. Aber Marmorata gibt es bei uns vielen, oder? Der Bestand ist recht schmal, oder? Hey, Haben ja, Sie- also ich glaube hauptsächlich Tessin, oder? Wenn Also überhaupt. Bergsee kommt da glaube ich schon vor. Aber eher selten. Da müssen wir jetzt wirklich Spezialisten fragen. Okay. Wir fischen leider beide nicht in die Bergsee. Der Ricky Gerber von Spin and Cast Europe, wenn du zuhörst, Ricky, gib doch mal geschwind irgendwie Bescheid, wo der Fisch überhaupt vorkommt. Vielleicht kannst du noch irgendwie einen Link teilen oder so. Wäre mega cool. Ich glaube, du fischst noch viel auf die Marmorata. Und ich habe es glaube auch durch Spin and Cast Europe im Facebook gesehen, dass spät, aber besser spät als nie, die Marmorata zum Fisch vom Jahr geworden ist. Mhm. Ja. Wäre cool, wenn du mal Bescheid geben. Und ja. Hey, dann komme ich sonst noch zu meiner letzten News. Die betrifft uns. Wir haben ein neues Studio. Stimmt, Wir ja. haben uns eingerichtet bei dir im Keller, jetzt so richtig professionell. Ich muss nicht mehr in den Schrank einreden, wie bei der dritten Episode. Du darfst nicht mehr das schöne Zugleibli anschauen, aber ich glaube, Nein, wir können das es noch aufhängen. ist dann schon ein grusiger Schal gewesen, den ich da drüber rein haben Ja, auch. musste. Und das Liebli ist ja im Kleiderschrank hingegangen. Das könnt ihr auch aufhängen da. Schön so Stimmt, ja. an der Noppenwand, dass unsere Gäste schön das EVZ-Trikot können. Hä? Nein, aber wir posten sicher mal noch ein Foto, wie es da bei uns jetzt aussieht. Ich Ja, finde, wir haben schon einen draufgelegt jetzt. Eigentlich können wir gerade ein Selfie machen mit diesen Mit diesen unseren Bildern. Gästen. Hä? Das können wir eigentlich auch noch online stellen. Dann. Apropos Gäste. Ich würde sagen, wir gehen der Rubrik weiter. Genau, zum Thema. Hey, und da sind wir bei euch zwei. Schön sind ihr da, bei unserem Podcast. Ja, nochmal vielen Dank, dass wir da sind. Merci vielmals, Wir haben uns jawohl. beide gefreut über die Einladung. Sehr schön. Vielleicht für die, die nichts mit der Schweizer Sportmesse zu tun haben, vielleicht könnt ihr euch noch vorstellen, wer sind ihr und wie sind ihr zu dem gekommen? Also ich bin der Ralf, jawohl, ich mache schon lange Veranstaltungen und natürlich eines von meinen Lieblingshobbys ist natürlich auch die Fischerei und ja, von dem her Gesi kenne ich auch schon lange und dann ist eigentlich ja, der Gedanke dann gleich mal da gewesen, um Mess zusammen zu machen. Ja. Ja, also ich kann da ein bisschen genauer ausführen. Und zwar, wir sind beide an Ebro gefahren mit dem Auto zum Fischen. Und ja, die Autofahrt, die dauert doch so 14, 15 Stunden. Und wir haben dann lang hin und her diskutiert, weil in der Schweiz so fehlt. Und dann haben wir gesagt, eine coole Fischermesswelt einfach bei uns in der Gegend. Und dann ja, haben wir angefangen, die Messe zu planen. Und unsere Jux-Idee ist dann ja, Realität geworden. Und ja, im 17. hat die Idee angefangen und heute ja, hat sich unsere Messe doch können etablieren, was uns sehr freut. Ja, stark. Also im 17. haben wir die erste Messe gehabt, oder im 17. haben wir die Idee gehabt und im Winter 18, ja, oder Januar, Februar 18 haben sie gemacht. Ja, also es ist, im 18. haben wir unsere erste Messe gehabt und im Anfang 17. wir sind eigentlich ja, im Winter an Ebro fischen, ganz allein, eiskalt, aber super gewesen. Und ja, dann haben wir halt dort wirklich eine Woche lang die Zeit gehabt, mit dem Boot ja, unsere Ideen spinnen und dann haben wir probiert, all die Pläne, die wir haben, in die Realität umzusetzen. Und ja, rückblickend können wir sagen, dass uns vieles gelungen ist und gewisse Sachen haben wir noch auf unserer To-Do-Liste. Cool.
Vielleicht Ja. erfahren wir die noch, wenn wir Ja, die noch wer ein bisschen weiß. ziehen. Ja, Wer weiß, genau. Aber gut möglich. die besten Ideen stehen, wenn der zwei Double irgendwo in einen umsetzt. Ist, ne? Das ist so, das ist so. Ja, ein Fischerboot. Aber ich muss mich noch vorstellen. Ja, Gesi, mein Name, also mein Spitzname. Ja, ich bin 44, geheiratet, 2 Hunde, fische gern. Geheiratet mit 2 Hunden. Nein, mit einer super Frau. Und eine Frau als Haustier. Meine Frau hört den Podcast auch, also sie meinen es sind ernst. Entschuldigung. Und ja, eben, ich fische gern, leider wenig Zeit dazu, aber ja, so oft es geht, gehe ich aufs Wasser und freue mich jedes Mal riesig. Du hast ein Bötchen am Bodensee, gell? Ja, am Untersee, genau. Am Untersee, ja. Aber von dir sehe ich etwa die Fischerfotos, aber vom Ralf praktisch nie. Wieso das? Ja, ich will die Leute nicht unnötig neidisch machen, oder? Darum poste ich die Dinger eigentlich nicht. Nein, ich poste eigentlich relativ wenig so Fotos. Letztens habe ich zwar eins auf Facebook tun, also geräuchte Forellen, da mache ich mal, aber sonst so Fangbilder ist eigentlich nicht so meins. Ja, das mit der geräuchten Forelle habe ich gesehen, ja. Aber Fangbilder so ist okay. Nein, da mache ich eigentlich groß gar nicht. Ja. Ja. Okay. Weißt du, der Ralf ist schon Ikone für sich und sieht gut aus, das lange. Das muss Ja, nicht noch. Genau, da muss man nicht übertreiben mit dem Ganzen. Er will ja nicht gerade seine Topmodel-Karriere. Es ist genauso. Sehr Jungs, schön. Nervosität für das Jahr. Von 1 bis 10, wie hoch? Im Moment eigentlich relativ Ja. ruhig. Ja, ich glaube, es ist angezeigt, die gröbsten Arbeiten sind durch. Und ich glaube, die Vorbereitungen laufen so weit, sind wir im Plan und kommt gut. Wir haben ein gutes Gefühl. Genau. Okay, sehr schön. Das freut uns, vor allem mich als Aussteller. Weil es ist doch eine andere Location. Und ja, genau. Was ist das Jahr anders? Ja, ein Haufen ist eigentlich anders. Wir haben unser Angebot von der Messe können ausbauen. Die Workshop-Zone ist jetzt riesig mit einem grossen Wurfpool für die Spinnfischer. Weiter haben wir einen Wurfpool für die Flügelfischer. Am Programm mit den Vorträgen haben wir festgehalten. Und was uns speziell freut, ist, dass uns das gelungen ist, dass wir viele Marken direkt an die Messen können, quasi locken. Und unsere Besucher können sich wirklich freuen, um ganz viele gute Aussteller können vor Ort anzutreffen. Könnt ihr schon ein paar sagen, so für den Podcast? Ein paar Aussteller. Ja, natürlich, das ist auch nicht geheim. Unsere Ausstellerliste ist ja eigentlich auf unserer Homepage drauf. Wir haben Maximus natürlich vor Ort. Wir haben den Bullseye als Schweizer Brand vor Ort, was uns mega freut. Der Fonso, natürlich ein Ehrenmann, hat von Anfang an unsere Messe unterstützt und Referat gehalten. Wir haben Stucki Fishing bei uns vor Ort. Wir haben Guideline vor Ort. Dort könnt ihr dann auch direkt fragen, wie das mit der recycelten Rolle her und zugegangen ist. Ja, stark. Wir haben Fish Explorer vor Ort, wo mit wirklich vielen Marken zusammen wird kommen. Major Fish, Junk Lures, Pikecraft. Wir haben Topis vor Ort. Westin natürlich, was uns riesig freut. Das ist also wirklich jetzt ein grosser Fisch, den wir haben können ans Land ziehen. Patagonia. Ralf, darfst du weiter erzählen? Da fällt mir ein, muss ich gerade auch schnell. Jetzt müssen wir beschiessen. Es sind wirklich jenste Marken und Ich kann noch anhängen, excuse. Also wir haben Black Cat mit einem schönen Präsentationsstand, Jägerfishing, wo wirklich einen super Stand vor Ort wird haben. Dann haben wir Hearty Rice, wo auch wieder mit viel Routenauswahl wird kommen. Dann haben wir Weltpremiere. eine grosse Weltpremiere. Swiflo wird erstmals an einer Messe vorgestellt. Was? Swiflo sind die neuen Baitcast-Rollen. Ja, das sind so Baitcaster, die kommen aus Schweden, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist eine Revolution auf dem Markt. Und zwar kannst du dort sorglos auswerfen. Der Daumen ist Geschichte, also du kommst keinen Backflash mehr über. Also ist das nicht das, was eigentlich ein DC mal hätte sollen machen in dem Fall?
absolut, aber einfach ein bisschen besser oder einiges besser. Also, Okay. Und die surrt dann nicht immer so wie dort, wenn du ausrührst, macht immer Mhm. so richtig Kein Geräusch. mühsam. da kann ich jetzt gar nicht so Also ich habe sie sagen. noch nicht in der Hand gehabt, Ja. aber ich wäre fast dazu gekommen, dass ich sie in der Hand hätte. Aber wir können gerne mal den Mess dann werfen, Nico. Ja, Kannst du mal so im Bett durchziehen, ohne dass er dir wegknallt. Wird sie können testen, auf jeden Fall live. Wer das testen will, der kann das Ding in die Finger nehmen und kann am Wurfpool 20 Meter das Ding rühren. Gar kein Problem, das ist möglich. Ja. Gut, da sind wir mal gespannt in dem Fall. Ne? Tönt doch cool. Sehr schön. Und dann hat es noch ein paar Marken mehr. Dann BKK ist vor Ort, was uns auch mega freut. Weil, Also BKK selber oder wieder über den Stand von BKK selber macht einen Stand, Stark. aber auch mit einem Händler vor Ort, wo dann der Abverkauf dann über einen hiesigen Und im Händler. Lake Shop wahrscheinlich. Nein, das ist über. It's Lake Day. Sorry. Es ist ein anderer Händler, Okay, ja. wo der Abverkauf dann. ja. Und was natürlich auch mega cool ist, Saqua kommt in die Schweiz und wird an unserer Messe auch einen schönen Stand haben. Hey, ich komme mir gerade vor wie ein Anfänger. Wieso? Wer kommt in die Schweiz? Saqua. Ich schüttle jetzt einfach den Kopf, ich gebe es nicht gesehen. Sehr geile Stück. Ami-Stück. Muss man gesehen haben, ja. Ja, und die haben da jetzt eine Vertretung in unserem schönen Land und finde ich cool, dass sie da bei uns an der Messe vertreten sind. Okay, Saqua. Wenn ihr heute den Podcast hört, solltet ihr mir noch zurückschreiben auf mein Mail. Danke. Übrigens, was ich auch noch gehört habe heute, ich habe noch mit dem Krigi von Goldfish telefoniert. Die erfreuliche Nachricht habe ich jetzt auf dem Gesi erfahren, dass er auch an die Messe kommt. Und er kommt zusammen mit BFE. Also BFE wird dementsprechend auch vertreten sein. Bin gespannt. Ja, auf die Köder. Ich habe es zwar schon mal so ganz kurz, schnell gesehen, echt in Friedrichshafen, wenn es mir recht ist, aber ja, mal gucken. Jetzt haben wir schon so viel ein bisschen angetönt und ein bisschen gesagt. Und du hast jetzt sehr viele Aussteller aufgezählt. Warum könnt ihr jetzt mehr aufstellen? Warum kommen dieses Jahr mehr Aussteller? Ja, wir haben natürlich eine neue Location, das ist jetzt völlig untergegangen. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir eine neue Location brauchen, aus diversen Gründen. Und wir haben jetzt in der Umweltarena in Spreitbach ein neues Zuhause gefunden. Und wir sind jetzt beide gespannt, ja, wie die neue Location bei den Messebesuchern, aber auch bei unseren Ausstellern wird ankommen. Die Halle ist etwa 2,5 Mal so groß wie die altbekannte Fläche in Oberglatt. Ja, gut. Wie viel Besucher erwartet ihr? Schwierig zu sagen, wie sich das wird entwickeln. Also ich denke, es wird auf jeden Fall mehr werden wie in Oberglatt. Schon alleine durch das Plus an Aussteller und durch die ganze Marke wird das mehr Interesse bewirken bei den Besuchern. Und wir hoffen natürlich, dass es ein sehr erfreuliches Ergebnis wird. Ja, wir haben natürlich neu Zusammenarbeit mit fischen.ch, wo wir ganz neue Reichweite erreichen, dank ihrem Newsletter. Vielleicht habt ihr den Newsletter auch gesehen am Sonntag. Also an dieser Stelle nochmal danke, Jungs von fischen.ch, grosses Kino. Und wir haben einen Haufen Flyer im Umlauf. Wir haben neu unser Team verstärkt mit 2 super Jungs, der Dominik und der Elias. Auch wenn ihr den Podcast hört, sind lieb grüßt von uns zwei. Und wenn ihr ihn nicht hört, Höchste Zeit. dann haben wir jetzt eine Aufgabe, Gesi und Ralf. Das ist so. Ja, wo uns auch wirklich tatkräftig unterstützen. Und wir haben jetzt schon die Hoffnung, dass die Summe der Dinge jetzt nochmal so ein richtiger Booster ist für unsere Messe, dass da noch mehr Leute den Weg auf Spreitenbach finden werden. Ja, sehr cool. Sehr schön. Auf wer können wir uns besonders freuen an der Messe? Ich sage jetzt ganz klar auf eigentlich jeden einzelnen Aussteller, weil jeder von unseren Ausstellern kommt mit Herzblut an unsere Veranstaltung. Und auch ein kleiner Aussteller, der jetzt vielleicht nur 4 Quadratmeter hat, hat halt vielleicht eine Besonderheit dabei, die du vielleicht nicht in jedem Fischerladen bekommst. Und das macht ein bisschen auch Salz in der Suppe aus. Und ich wollte jetzt da niemanden hervorheben, weil jeder einzelne Aussteller liegt uns eigentlich am Herzen und wir freuen uns über jeden. Okay, sehr schön. Aber ich will jetzt da schon noch mal ein bisschen nachbohren. Irgendwie ist er deiner Frage ein bisschen ausgewichen.
Wir brauchen ein bisschen Insider-Infos bei unserem Podcast. Kannst du etwas vielleicht verraten, wo die Leute noch nicht wissen? Oder ihr, sorry. Das ist jetzt schwierig. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Leute wissen und was sie nicht wissen. Also, ihr wollt mir vielleicht einen Tipp geben? Gang mal davon aus, sie wissen alles, was wir auch wissen. Ralf, kannst du da weiterhelfen? Ich meine, wir haben da gar nichts zum Verheimlichen. Wir tun ja jede Marke und so wird ja eigentlich postet und von dem her denke ich, es wird sicher spannend. Also ich bin selber auch gespannt, wie sich die ganzen Marken, die wir jetzt aufgeführt haben, wie die sich präsentieren, wie sich das wird auswirken auf die ganze Atmosphäre in der Messe. Das wird sicher sehr interessant sein zum Schauen. Es ist auch ein Novum, das hat man bis jetzt noch nie so gehabt. Auch an den anderen Messen, die es bis jetzt gehabt hat, Monatura oder Fischen, Jagen, Schießen früher, war eigentlich das mit den Messen, mit den Marken eigentlich nie ein Thema, sondern es war eigentlich immer nur eigentlich die Angelgeschäfte, die dann präsentiert haben. Und ich denke, das bin ich eigentlich fast am meisten gespannt, wie sich das mit den Marken wie das aussieht nachher, optisch und auch bin ich überzeugt, dass das ein Knaller wird. Ja. Ja, dann haben wir sicher Gäste an dieser Fischermesse. Vielleicht könnt ihr etwas dazu sagen. Ja, also wir haben als Referenten den Stefan Seuss wieder können motivieren, um zu uns zu kommen. Der Enrico De Ventura ebenso. Der hat sogar selber gefragt, ob er wieder kommen darf, was uns sehr gefreut hat. Also in Risi, wenn du da zuhören solltest, wir freuen uns auf dich, aber auch auf dich natürlich, Stefan. Und wir geben noch einen Schweizer neu die Plattform. Und zwar das ist der Marcel Hauser, bekannt als Mr. Kingston, wo ein Vortrag wird halt über Spoonfischen, was ja, in gewissen Gewässern recht große Beliebtheit hat. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich populär geworden. Also ich kenne ihn auch, den Mr. Kingston. Sicher wegen dem Video, gell? Nein, ich habe ihn mal von der My Tackle Box Du her. musst habe ich ja mal, sagen, Nico. ja, natürlich vom Messevideo, klar, selbst. Nein, ich habe von der My Tackle Box her haben wir mal ein paar Spoons bei ihm bestellt. Eigentlich ziemlich ein cooler Typ. Ja, auch letztes Jahr an der Messe geschwind die Tappen geschüttelt natürlich. Und ich glaube, er hat das Spoonfischen so ein bisschen ziemlich populär gemacht mit seinem Social Media Auftritt, auch wenn er vor allem auf die Barben fischt. Also er fischt ja nicht nur auf andere Fische. Ich sage jetzt nicht, welche. Von dem her ziemlich cool, ja. Tipptopp. Was darf man an der Messe nicht verpassen? Ganz sicher sollte man von unserem Angebot profitieren, von den Vorträgen und von den Workshops, dass auch wirklich jeder Fischer vielleicht etwas mitnehmen kann, um quasi sein Repertoire auch können zu erweitern. Und ja, natürlich auch die Summe der Aussteller. Es ist wirklich sehr erfreulich, dass wir so viele Aussteller haben und die ganze Halle gänzlich ausverkauft ist. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt etwa zu der letzten Frage, bevor wir andere Fragen stellen. Ja, wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram. Genau. Auf die Antwort bin ich dann so gespannt. Es Oh sind ja, ein paar okay. ganz geile Fragen Ja. reingekommen. Wir sind auf die Fragen gespannt. Hey, danke an dieser Stelle der Community, also euch da außen, dass ihr so mit uns interagiert. Das ist mega cool, macht wirklich mega Laune. Und jetzt nicht nur auf diese Fragen, wir haben ja auch andere Umfragen gemacht. Das ist Ja, der voll. Content ist gewaltig. Ja, absolut. Werden wir dann sicher auch mal posten in der Story mit diesen Antworten. Ja, vielleicht können wir auch mal in einer Podcast-Folge dann darauf zurück, auf das Ganze, wie, wo, was. Aber ich glaube, für das lange uns heute die Zeit nicht, weil wir wollen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Genau, darum würde ich sagen, kommen wir noch zu der letzten Frage. Und zwar, auf was freut ihr euch am meisten? Ja, Ich muss überlegen. also das ganze Projekt Sportfischermesse ist natürlich im Moment sehr kräftezehrend und sehr beanspruchend. Und wenn man dann zum Schluss zufriedene Gesichter hat, auf der einen Seite bei den Ausstellern, auf der anderen Seite bei den Besuchern, das ist eigentlich die größte, der größte, oder das, was man sich eigentlich am meisten kann wünschen kann. Ja. Und auf das freue ich mich eigentlich am meisten. Casey, du? Ja, ich kann mich eigentlich dem so ziemlich anschliessen. Bei mir ist es so, dass immer
vor der Messe die Anspannung am höchsten ist und ich habe dann auch irgendwie so einen Tunnelblick. Und sobald die Messe losgeht und umso näher es an Sonntagabend kommt, umso gelöster bin ich. Vorausgesetzt, es sind keine Zwischenfälle. Es ist so ein bisschen der Höhepunkt, wenn du das Ziel erreicht hast. So das Wissen, wir haben jetzt etwas Cooles wieder auf die Beine gestellt. Hoffentlich auch das mal. Und ja, das ist dann so quasi der Lohn, wenn am Sonntagabend alle zu wieder heimgehen und wir hoffentlich dann auch. Dann, würde ich sagen, Kommen wir zu der Frage von der Community. ja, genau, die sind ganz geil. Wenn wir zuerst die vom Fischverrückt-Profil machen, wir haben ja die Umfrage noch auf unserem privaten Profil gemacht. Außer der Aschi, der hat uns, glaube ich, beide geschrieben. Ja, aber den geben wir am Schluss, finde ich fast Okay, die geilste gut. Frage. Der hat nicht Die freuen mich jetzt aber auch. Hey Aschi, sei gegrüßt. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an mit der ersten Frage. Ich sage jetzt nicht vorhin, dass die kommt, oder? Komm, das ist noch lässig für die Also, Community. Der Captain Kerbholz, der Pado, hey, danke, dass du bei uns auch so interagierst. Stellt die Frage, wieso macht ihr die Messe? Ich muss anders anfangen. Habt ihr auch Fasnacht? Kennt ihr Fasnacht? Oh je, Fasnacht, was ist das? Das ganze Jahr Fasnacht, sage ich immer. Ja gut, okay, Gesi? Nein. Also ich bin kein Fastnächtler, aber um die Frage zu beantworten, es ist eigentlich so, unsere Motivation oder einer der Gründe, warum wir die Messe eigentlich im Januar oder Februar machen, ist wie folgt. Wir wollen eigentlich den Geschäften eine Plattform bieten, dass sie in umsatzschwachen Monaten einen Umsatz generieren können, dass sie halt ihre Fixkosten etc. decken können und dass sie überhaupt sich die Zeit nehmen können, um an unsere Messe zu kommen. Es würde keinen Sinn machen, während der Fischersaison so eine Veranstaltung zu planen oder durchzuführen, weil dann würden wir vielleicht allein in dieser Halle stehen. Und uns ist bewusst, dass gewisse Leute Skifahren gehen, uns ist bewusst, dass gewisse Leute lieber Seeforellen fischen oder schleppen. Uns ist bewusst, dass es eine Fastnacht gibt. Aber es gibt einen Haufen Leute, die auch an eine Messe wollen und die sind bei uns herzlich willkommen. Also konkret ist die Frage, warum dass ihr die Messe, ich war 11 Jahre in der Guggenmusik, warum dass ihr die Messe genau in der Fasnachtswoche macht. Ihr habt es jetzt zwar extra nach hinten verschoben, je nachdem wie die Fasnacht geht, meistens ist es wirklich genau in der Fasnachtswoche. Und liebe Leute, man muss Prioritäten setzen. Genau. Jedes Hobby ist das Wichtigste und es gibt nichts Wichtigeres wie Fisch. Ja, das stimmt. Und natürlich zum Schluss war es dann tatsächlich so, dass die Umweltarena natürlich nicht auf uns gewartet hat, sondern da war halt schlichtweg noch frei, oder? Wir hätten es so eine Woche vorher gemacht, wenn das möglich gewesen wäre, aber war dann schlussendlich genau der letzte freie Termin und daher hoffe ich, dass gleich ein paar Fischer nüchtern bleiben und zu uns ab Messe finden. Ja. Ja, sorry Pado an dieser Stelle, aber jetzt hast du deine Antwort. Also uns tut es auch leid und wir würden uns trotzdem freuen, wenn du es schaffst, zu uns zu kommen. Man kann ja gerade direkt kommen, einmal, oder? Ja, ich weiß Es es. wäre ja auch mal etwas, wenn so eine Guckenmusik zu uns an die Messe kommt. Hey, das wär auch mal geil. Also, falls es irgendwie ein Tourenchef von einer Guggenmusik hört, Guggenmusik kriegt freien Eintritt. ja, Guggenmusik Oh. muss zwar freien Eintritt über. Hey, das wäre ja sehr nice. Nehmt Kontakt auf mit uns über Fischverrückt, nehmt Kontakt auf mit dem Ralf und dem Gesi. Ja, wäre schon, das wäre wirklich, das wäre hure geil. Ich glaube, da müssen wir noch einen Story-Post machen. Sagen wir so, es sind das lauter Guggenmusiker kommen. Die ersten 2 Guggenmusiker, die kriegen freien Eintritt. Versprochen. Jetzt werden schon langsam vorsichtig. Gut, sie haben es so verdoppelt, gell? Von einem sind wir auf 2. Ja, Und das- Zwei Guggenmusiker, aber geile Soundmodi haben, sonst gibt es nichts. Ja. Sehr gut, habt ihr gehört? hast du gerade einen Wunsch, Ralf? Marmorstein und Eisenbricht. Super. Also, die Google, die das spielt, gratis Eintritt. Genau. Dann der Gianluca will wissen, was kostet so ein Event? Plus, minus. Das werden wir nicht wissen. Ja, ein Haufen. So ganz genau wissen wir es auch nicht. Wir haben so eine Richtofferte. Die kostet Summe X und dann ist das abhängig von der Stundenzahlen, die wir werden beanspruchen vom Personal von der Umweltarena. Wir selber haben einen Haufen Helfer.
also, es sind mehrere 10'000 Franken. Okay. Ich wollte sagen, also Zahlen eben mehrere 10'000, ja? Ja, also Also über den Daumen, wir reden nur über den Daumen. ja, also wenn man schaut, allein das Werbebudget, die Miete für die Halle, Stromer, dann Ist Sanitäter. ein hoher fünfstelliger Betrag. Ja. Am Schluss, ja. Ja. Das ist so. Gell, und eben zudem nochmal betonen, dass ja eben ist in Spreitenbach und nicht mehr in Oberglatt wie die anderen Jahre, oder? Ja, also Oberglatt hat auch sein Geld gekostet. Und dort, am Schluss ist immer die Frage, was kannst du erwirtschaften mit so einer Halle? Und die Größe von Spreitenbach ist eben einiges grösser. Und darum dürfte die Halle auch ein Vielfaches von dem kosten, was sie jetzt in Oberglatt gekostet hat. Also hoffen wir am Schluss. Und ja, Okay. ganz genau können wir es dann sagen, wenn die Messe vorbei ist und alle Rechnungen im Haus sind. Dann gehen wir zu der nächsten Frage von Dani, Westin Fishing. Cool, Dani, danke für deine Frage. Jetzt schon im Voraus. Ihr wisst gar noch nicht, was euch erwartet. Nein, er hat sehr humane Frage gestellt. Und zwar, wie ist die Zusammenarbeit mit der Monatura-Messe ausgegangen? Läuft die noch? Ralf, da musst du beantworten. Mit der Monatura, ja, ist die Zusammenarbeit in dem Augenblick ja, also war beendet mit dem Abschluss von der letzten Veranstaltung. Und neue Zusammenarbeit ist bis dato noch nicht geplant, ist auch noch nicht entschieden, denke ich. Ja, und muss man mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber für den Moment ist das eigentlich, ruht mal die Zusammenarbeit. Also wir waren im Prinzip gebucht für die letzte Veranstaltung von der Monatura und ja, wie es weitergeht, muss man mal abwarten. Wie ist die Monatura rausgekommen? Das ist jetzt eine Frage von mir. Einfach nicht mich Wunder. Ist die positiv, negativ? Weil ich glaube, sie sind ziemlich im Seich gewesen, wo sie euch gefragt haben oder wo sie dich gefragt haben. Ja, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Und zwar, wo wir den Kontakt zu der BA Expo hatten, dort hat es Zwischenjagen Schießen noch gegeben. Ja, genau. Und wir sind dann quasi relativ spitz quasi mit an Bord genommen worden und haben quasi die Motivation gehabt, um dort ja, vielleicht mit unseren Ideen etc. etwas auf die Beine zu stellen. Und wir haben dann eigentlich geschafft, in der Kürze ein super Ausstellerfeld quasi zu präsentieren. Blöderweise steht dann der Ukraine-Krieg ausgebrochen und dann hat es plötzlich dort im Bereich der Jäger geharzt. Und ja, in der Summe der Dinge sind dort ganz viele unglückliche Sachen zusammengetroffen. Ja, was dort dann ja, bei der einen Aussteller quasi für recht große Enttäuschung gesorgt hat. Auch finanzielle Auslagen sind im Raum gestanden, weil man sich doch muss für so eine Veranstaltung wappnen. Also man braucht Material etc. Und wenn nicht kurzfristig so eine Messe abgesagt wird, ist das natürlich immer unschön. Und dann ja, ist eigentlich noch schön gewesen am Anfang mit der Monatura. Wir sind eigentlich mit einbezogen worden bei der Namenswahl. Wir hatten andere Ideen gehabt. Es ist am Schluss ein anderer Name gewählt worden. Und auch sonst unsere Ideen etc. Wir haben einfach gemerkt, dass so eine große Firma anders funktioniert als jetzt wir zwei. Der Ralf und ich haben einmal Ideen, dann ist entweder cool oder nicht cool. Entweder fetzen wir uns kurz oder. Kommt das vor? Das kommt vor, ja, relativ häufig sogar. Wie in jeder guten Ehe. Ja, kommt das ist ab und so. Ich kann jetzt sagen, wie ein altes Ehepaar. Also der Nick und ich sind noch voll in Liebe. Wir sind noch die ersten 7 Monate gelaufen. Wir haben immer noch die Herzli-Brüllen an. Ja, auf alle Fälle funktionieren wir halt ganz anders. Wir haben natürlich auch nicht so viel, Sachen, die müssen bezahlt sein. Die haben natürlich en masse Personal. Und am Schluss, ja, ist halt die Messe, die Idee ist eigentlich super. Also ich bin auch jetzt noch überzeugt davon, dass das eigentlich könnte funktionieren. Die Frage ist einfach, ob die Akzeptanz da ist, dass man sich dort beteiligen will. Und ich hoffe wirklich, oder wir beide hoffen eigentlich, dass die Messe Monatura eine Zukunft wird haben. Ob wir jetzt dort nochmal helfen müssen, weiss ich nicht. Ich glaube, sie haben selber viel Lehren aus dieser Veranstaltung können ziehen. Und ja.
wir sind selber gespannt. Okay, sehr gut. Wir werden sicher am Podcast darüber berichten, wenn wir wissen, wie das weitergeht. Ja, voll, absolut. Hey, und die nächste und letzte Frage von der Community von Fischverrückt finde ich eigentlich eine herzige Frage. Knüpft ein bisschen an das Thema, das wir vorhin angeschnitten haben. Der Marco Holzer will wissen, wann heiratet ihr zwei endlich? Wir sind ja schon lange verheiratet. Es hat bloß niemand mitbekommen. Meine Frau tut mir jetzt schon leid. Ja, sie muss halt einfach weglosen. Nein, macht sie nicht. Sie lacht ja drüber. Sie sagt ja mal sogar selber, dass wir wie ein Ehepaar sind. Hey, das kenne ich von irgendwoher, die Aussage. Die Frauen sind noch neidisch, weil Das wir ist so. häufiger miteinander telefonieren, wie gegenseitig mit den Frauen. Das ist eigentlich der springende Punkt. Das kann ich unterschreiben. Und ich habe immer gesagt, wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Das ist genau so. Hey, bei uns ist es nicht anders. Unsere Frauen sagen auch immer, schreib deine zweite Ehefrau wieder. Ich habe letztes Mal von dir eine Sprachnachricht bekommen, wo sie reingeschaut hat. Hallo, zweite Ehefrau! Genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen. Wir haben sie auch noch privat geteilt, nicht wahr? Können wir mal. Ja. Ja. Ich habe noch eine Frage vom Aschi bekommen. Die wollen wir zum Schluss. Da wird der Höhepunkt sein. Also. Alle hau raus. Der BK Underline Fishing will wissen, warum seit Jahren immer ein bisschen die gleichen VIPs so quasi an die Fischermesse kommen. Und dann habe ich dann nachgefragt, ja, gibt es denn einen Wunsch, den ich euch sagen darf? Und sie wünschen sich den Ton von Ham. Ja, da kann ich vielleicht. Also, wir haben ja unsere Aufgaben sind so ein bisschen getrennt. Der Ralf ist so der Handwerker. Er ist wirklich ein Gott, wenn es um Handwerk geht. Der kann einfach alles. Und ich betreue so die Aussteller und ich schaue auch einmal, dass ich irgendwie ein paar Kontakte knüpfen zu Referenten. Und es ist wirklich so, wir haben eigentlich dieses Jahr den Jan Pusch als Referent haben, von Sprofishing. Aber da hat es leider Terminkollisionen gegeben und da hat dann so nicht geklappt. Also, geschwind für alle, die Jan Pusch nicht kennen, den Spruch kennen sicher. Zeit ist Fisch! Zeit ist Fisch! Und es ist auch nicht ganz so einfach, einen namhaften Referent zu finden, wo Deutsch kann, wo Zeit hat und wo auch so Qualität stimmt, dass unsere Besucher auch wirklich so mit einem Mehrwert heim gehen können. Wir haben noch diverse andere Namen auf der Liste, die wir nicht schon anschauen wollen. Aber unser Ziel ist wirklich, dass wir so die YouTube-Sternchen, wo diverse Leute immer da eben Woche für Woche verfolgen, dass wir so Personen an unsere Messe können, locken. Also lasst ihr immer noch keinen Insiderplatz in dem Fall. He? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiss wirklich nicht, was du meinst. Sehr gut. PK Fishing, komm einfach auf die Messe. Ich bin überzeugt, Ja es wird dir gut, passen. wenn ich das richtig verstanden habe, sind ihr ja dran, um auch da Kontakt zu knüpfen und die Leute müssen ja Zeit haben und wollen kommen. So ich dir vorhin zugelassen habe, der Enrico meldet sich ja freiwillig. Ist ja nicht so, dass ihr jedes Jahr anruft und sagt, kommst du wieder. Ja, also es ist wirklich so, ich kann schon sagen, dass ich so, oder wir jetzt durch die Jahre schon fast eine freundschaftliche Beziehung zu gewissen Leuten haben, unter anderem der Enrico. Ich fliege auch einmal auf Berlin an die Messe, um eben mit all diesen Leuten in Kontakt zu sein. Eben, wir sind dran, dass der Luis mal kommt von Monkey Lures. Ich grabe schon seit ein paar Jahren am Dustin Schöne, aber er ziert sich leider. Felix Weckesser könnte vielleicht mal an unsere Messe kommen, aber er braucht vielleicht noch 1-2 Jahre, bis er sagt, ja, jetzt traut er sich das zu. Ja. Ja, und es gibt einen Haufen, wo wir eigentlich gerne holen würden, aber die können halt kein Deutsch und dann wird es halt schwierig. Beim Enrico und beim Stefan ist es so, dass die jetzt ja schon mal da waren an einer Schweizer Sportfischermesse, aber natürlich wechselt da auch jedes Mal das Thema von diesen Vorträgen und auch wenn die Referenten gleich sind, hat man doch die Möglichkeit, ein neues Thema sich anzuhören und da sind wir auch mega froh, dass die zwei Jungs immer interessante neue Themen für uns parat haben. Also ich mag den Enrico super. Ich könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er etwas erzählt. Hey, Ich absolut. finde das mega interessant und er hat das Riesenwissen. Ja. Aber ich verstehe auch, die Jüngeren,
die jüngere Generation, dass sie sich vielleicht mal jemanden wünschen, wo sie eher einen Bezug dazu haben. Ich schlage vor, macht doch mal eine Umfrage Wer wir sollen holen? und wir probieren es. Also, Gut. machen wir. Hey, ich habe noch eine Frage, bevor wir die vom Aschi machen. Der ZCA Underline 90 will wissen, gibt es an der Messe Rabatt bei den jeweiligen Produkten? Also, da ist eine Sache von jedem Händler, da können wir nicht reinschwätzen. Ja, muss noch vor Ort kommen und erfahren. Ich würde auf jeden Fall sagen, also eine Messe ist immer alles möglich. Wenn man da ein bisschen geschickt ist zum Verhandeln, muss man einfach mit den jeweiligen Ausstellern schnurren. Und wahrscheinlich ist es so, je mehr man postet, desto größer der Rabatt. So wird das vermutlich sein. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der letzten und alles entscheidendsten Frage. Nico lacht schon so auf den Stock. Ich bin gespannt, was kommt. Hey Aschi, danke vielmals für die Frage. Wieso gibt es nach dem ersten grossen Oh nein. Messeerfolg keine Zürich Fisch Suicide Party mehr am Samstagabend? Die Party hat 10 Jahre von meinem Leben gekostet. Ralf, also darf ich ein paar Internas erzählen? Lieber nicht. Ich kann es immer noch rausschneiden. Da können wir noch Beckgeschichten führen wahrscheinlich. Hä? Also es ist, ich muss wirklich sagen, wo wir angefangen haben, wir haben von der Szene praktisch niemand kennt und nichts. Und mit dem Aschi und dem Geier haben wir wirklich 2 super Freunde gefunden, die so ähnlich wie wir, ein bisschen verrückte Siechen sind, vielleicht sogar noch ein bisschen Noch verrückter. verrückter. Wilde Siechen. Und wir sind dort in unserem jugendlichen Leichtsinn ihnen voll aufs Glatteis gegangen und sie haben also wirklich eine richtig geile Party eigentlich organisiert. Der Dreck so fest. Ja. Aber da hat er so Ausmaß genommen. Ich weiß nicht, ich habe in dieser Nacht vielleicht 1,5 Stunden geschlafen. Der Ralf hat sich am 9 Uhr schon irgendwie verabschiedet, mag ich mich erinnern. Ich will ihn zuerst dann auch immer. Gut, das ist ja gleich. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, ist vielleicht gescheiter. Also, es war wirklich cool, die Party. Danke Legendär. 1000, legendär. Wir können noch 20 Jahre von dieser Party erzählen. Aber ich glaube, eine zweite Auflage verkauft ich nicht. Geil. Ralf, willst du auch noch etwas dazu sagen zu dem? Ja, ich hasse eigentlich die Party, habe ich probiert wirklich jahrelang zu verdrängen aus meinem Gedächtnis. Aber jetzt, wo das wieder da ist, ich bin eigentlich immer gerade sofort bleich im Gesicht und immer noch schockiert. Man sieht, nimmst ein bisschen Farbe ab. Also ich muss sagen, es hat sogar Aussteller gegeben, die mussten vorfegen am Sonntag und die haben dann im Anhänger müssen schlafen oder in einem Lieferwagen. Und die Party hat schon geknallt. So geil. Also Aschi, du hörst, sie sagen nicht direkt nein, sie haben einfach Angst davor. Also, so wie ich es verstanden habe, sagen jetzt einfach, hey Aschi, organisier wieder mal, oder? Also, ja. Aschi, wir können ein separates Projekt daraus machen. Lass uns mal telefonieren. Sehr gut. Perfekt. Ja gut, ich habe keine Fragen mehr von der Community. Ich auch nicht. Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Entweder oder. Wie wollen wir es machen mit den Fragen? Ja, einzeln. Wir Ja, haben für jeden 3 natürlich. Fragen vorbereitet. Ich Also. würde sagen, wir fangen mit dem Ralf an. Also, komm, gib raus. Ralf, Schildkröte oder Frosch? Schildkröte. Warum? Ja, Schildkröte ist ein geiles Viech, habe ich immer noch jede Menge daheim. Etwa so, ja, 100, 150 Tiere. Ich weiß nicht so genau, hängt davon ab, wie viele Jungtiere das gerade im Haus sind. Aber ist natürlich super coole Viecher, muss man gerne haben. Und nächste Frage. Welchen Fisch befischst du lieber? Hecht oder Wels? Schwierig. Eigentlich, ja, wenn ich jetzt so muss sagen, dann am liebsten Hecht. Ja. Hecht noch lieber wie Wels. Weil, Wels auf Tour ist es das Gleich für mich, muss ich sagen. Ist mir so anstrengend mittlerweile. Ja. Etwa die 1-2 Mal im Jahr ist das gut, aber so auf Tour länger, würde ich sagen, bin ich beim Hecht. Ja. Nächste Frage. Wo fischst du lieber? In der Schweiz oder im Ausland? Das ist auch schwierig zu sagen. Es gibt so viele schöne Flecken im Ausland. Aber gibt auch, ja, die Schweiz ist auch mega cool zum Fischen. Es kommt immer auf den Zielfisch drauf an, wo man dann halt wirklich beackern will. Und ich würde sagen, ja, die Schweiz ist super.
aber etwa die im Ausland schon konfert. Wir müssen eine klare Antwort von dir haben. Das heisst, entweder oder. Wir sind richtige Töpfelscheisser. Dann würde ich sagen, Oman ist das Highlight. Also Ausland. Ausland. Dann nehmen wir doch den Gesi ein bisschen ins Kreuzverhör. Jawohl. Und zwar, wie fischst du lieber? Vom Boot oder vom Ufer? Ganz einfach vom Boot. Wieso? Ja, du kannst mega viele Spots anfahren. Ich bin gern auf dem Wasser, es beruhigt mich. Ja, und es ist einfach... Er kann einen Grill mit auf dem Boot. ja, Verstehst du? unter Ein Grill, anderem, Lagerlauf unter auf dem Boot. anderem. Und ja, du hast einfach das ganze Material dabei. Ist einfach schön, ja. Die nächste Frage ist ein bisschen gemein. Wer fischt besser? Der Enrico oder der Johannes? Muss ich mich jetzt da dazu äußern? Ja. Also, nein, ich kann mich aus der Affäre ziehen. Nein, kann ich nicht. Haben wir schon gedacht, darum stellen wir auch die Frage. Oh, das ist jetzt schwierig. Also, ich bin mit dem Johannes schon mal auf dem Boot gewesen. Richtig cool und er ist wirklich ein absoluter Crack. Aber wenn ich jetzt so den Trophäenschrank anschaue, ist der Enrico ja fast unschlagbar. Darum sage ich allein aufgrund von der Trophäe Enrico. Also es soll nicht wertend sein, falls ihr zuhört. Wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt versteht, weil wir ja Schweizerdeutsch reden, aber... Nein, also Johannes, nimm's mir nicht böse, aber die Zukunft gehört dir. Ich wollte sagen, er hat noch ein paar Jahre zum Aufholen. Ja, es ist so. Dann kommen wir da bereits schon zu der letzten Frage. Gesi, Jawohl. Run and Gun oder am Spot bleiben? Ho. Ja, ich bin eigentlich eher so ein Typ, der spottreu ist. Also wenn ich weiß, dass ein Spot funktioniert, dann ich habe keinen Stress, wenn ich fischen gehe, dann habe ich Sitzfleisch. Am Spot bleiben. Genau. Okay. Ja, sehr gut. Dann wäre es das eigentlich gewesen. Ihr meint wieder, oder? Genau. Und wir kommen schon so langsam gegen den Schluss von unserem Podcast. Ah, es ist schon gar noch nicht fertig. Stimmt, wir haben euch ja am Anfang etwas versprochen. Und für die bis jetzt durchgehalten haben, Genau. ich glaube, ihr habt uns etwas noch mitgenommen, oder? Ja, und zwar könnt ihr noch Gratis-Eintritt gewinnen. Oh, und wie kann man das machen? Haben wir uns das mal schon überlegt? Ja, das habe ich dir gesagt, das hast du dir überlegt. Vergessen. Also gut. Und zwar kommentiert den Podcast, lasst einen schönen Kommentar da und nennt einen Grund, warum ihr ausgerechnet ein Ticket gewinnen solltet. Und die 3 herzigsten Antworten gewinnen 3x2 Tickets. Wow. Die 3 herzigsten. Ja, ihr zwei sind die Jury, ihr müsst urteilen. Oh wow, okay. Das können wir. Ja, wir sind richtig, wie sagen wir dem? Romantisch. Also, wir brauchen wirklich herzige Antworten. Hä? Also, es gibt 3x2 Tickets zum Gewinnen. Kommentiert fleissig unter unserem Podcast. Was mir jetzt gerade noch spontan in den Sinn kommt, was wir vergessen haben, ist, wie lange haben denn die Leute Zeit, um das zu kommentieren? Ah ja, stimmt, genau. Ich würde sagen, eine Woche nachdem der Podcast rausgekommen ist, also ihr habt bis am Sonntag, 4. Februar Genau. Zeit. Ja, genau, hätte ich auch mitmachen. gesagt. Also eine Woche glaube ich, ist gut. Und dann werden wir am Sonntag, 4. Februar, beziehungsweise am Montag, 5. werden wir die Entscheidung treffen. Und der Gewinner wird dann von uns informiert. Oder die 3 Gewinner. Hey, gebt alles und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns zugelassen habt, auch bei unseren Gästen natürlich. Merci vielmals, sind ihr da gewesen. Hey, nein, vielen Dank, sind ihr da gewesen, haben uns über die coole Messe unterhalten. Genau. Und ich hoffe, es kommen ganz viele von unseren Zuhörern an die Messe, dass das ein grosses Ding wird, dass das das Größte wird, was wir da in der Schweiz haben. Richtig, ja. Ich bin überzeugt, es wird gut. Und hey, euch da draußen wünschen wir ganz eine gute Woche. Und geht fischen. Und vor allem, wichtig, kommt an die Messe, 10. und 11. Februar in Spreitenbach in der Umweltarena. Und das letzte Wort gebe ich unseren Gästen. Ja, vielen Dank allen da draußen, die zugelassen haben. Und auch euch beiden nochmal, dass ihr uns eingeladen habt. Hat Spass gemacht. Ja, kann mir dem nur anschliessen. Kommt mal vorbei an der Sportfischermesse, sieht man sich auch rein. Vielen Dank. Ciao Merci, zusammen. ciao zusammen. 1, 2,